drohende Redner aus den honorablen Herr Giberia. Merci, Madame Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch von unserer Seite das Wort von Merci und Madame Rapportrice, Madame Lydia Mutsch, die keine einfache Aufgabe hat, für durch diesen komplizierten Projekt die durchzuführen, mit jeder, da war mal Prio gemischt, sowohl was ihre schriftlichen wie mündlichen Rapport anbelangt. Trenden, Diskussion, also eine Diskussion, die schon über Jahrzehnte hier am Land gefordert wird, mit Emotionen, mit viel Gestreit, mit kontradiktorischen Aussichten. Und wir sind überzeugt, dass auch in Zukunft Trendendiskussion wird aktuell bleiben, auch noch diese Gesetzesreform, und vielleicht kann ich noch so gerade wenn dieser Gesetzesreform. Das ist die Partei, die seit ihrer Gründung auf die Rentenproblematik aufmerksam gemacht hat, was von der Gründung von der Partei war, Rentegerechtigkeit mit dem Slogan sind wir 1987 mit einem einzigen Punkt gegründet und dann noch auch an die Fälle gegangen. Eine Rentegerechtigkeit kann ich so, die 10 Jahre mehr spät, den 1. Januar 1999 Realität hinaus, weil vom 1. Januar 1999 an gibt es keine Differenz mehr zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor für die Leute am öffentlichen Sektor, die nur dem 1. Januar 1999 angestellt sind. Sie bezahlen dieselben Kotisationen, kriegen ihre Pensionen aufgrund von der Kotisationen berechnen und nun dieselben Ajustements. Das ist eine Differenz, das beim Plafond kotisabel. Für die Funktionäre, die vor dem 1. Januar 1999 angestellt waren, geht ein Übergangsregime, wo die 5 Sechstel 83,3% über 30 Jahre auf 72% raufging. Durch eine Reihe Reformen, die in am Privatsektor gemäht sind, die gingen auf 87 zurück, auf 91 zurück, ob der Liste bei der Renten des Jahres 2000, sind Pensionen am Privatsektor massiv angepasst gehen, Tonnerrente sie quasi aufgeschafft gehen, an Pensionen aus dem Privatsektor sie wesentlich denen am öffentlichen Sektor angepasst gehen. Wir haben heute praktisch keine Hungerrente mehr für Leute, die eine komplette Karriere haben. Und Lützburg kennt auch praktisch bald, im Gegensatz zu anderen Ländern, keine Altersarmut mehr. Nach 5% gilt die Statistik bei der Armut hier im Land in der Altersarmut. Die größte Armut hier im Land, die fanden wir heute bei den Jugend, aber wir fanden es a priori bei den länger ziehenden Frauen. Nur all den Reformen, die gemäht gehen, wo wir die zwei Regime größtenteils gleichgeschaltet haben, wo wir Pensionen aus dem Privatsektor massiv abgesetzt haben, steht heute die nächste große Herausforderung für uns, nämlich die Pensionsaufsicherung und finanzielle Wolle, und das sowohl am privaten wie am öffentlichen Sektor. Für was da trotz Rekordreserven Zukunft von unserem Pensionssystem aus finanzieller Hinsicht mehr wie ungewiss ist, brauche ich nicht nach einer Geheit zu erklären. Rekordwachstum von unserer Ökonomie über 20, 30 Jahre, Rekordwachstum von den Arbeitsplätzen an der gleichen Zeit und dafür Abbauen von Rekordreserven bei der Pensionskrise. In Zukunft werden auch neue Rekorde aufgestellt gehen von den Leuten, die an Pension gehen. Aber wenn wir heute doch Reserven haben, von bald 12 Milliarden, die 3,7 Mal Jahresdepensen ausmachen, so stellen wir auch heute aber schon fest, dass die Reserven entstanden sind, einerseits oder hauptsächlich aufgrund von den Überschüssen, die Pensionskassen alle gemäht haben. Aber wir stellen heute auch schon fest, dass die Überschüsse los von Jahr zu Jahr zurückgehen. Wir hatten als Reserven Überschuss von bald 1 Milliarde, aber es liegen bei 600, 700 Millionen Joa, was top zurückzuführen, als das vielleicht Masse salarial nicht, wie sie gewusst ist, aber auch top zurückzuführen, als das Rendement von denen Suen deplaciert werden, nicht mehr an den Blick das bringen, was sie sonst tun. Wir sehen also, dass auch auf der TV die Reserven die Überschuss zurückgehen und damit die Reserven nicht mehr so gespeist gehen. Wir für Jahren haben wir am Gesetz stehen, dass die Reserven, wie es die Nummer Mindestgrenzen noch innen,
darf nicht eine 1,5 mal Jahresdepense gehen und darf nicht über 2,5 mal Jahresdepensen rausgehen. Wir sind für eine Reihe von Jahren an die Situation kommt, dass Reserven aber über die 2,5 Jahre rausgegangen sind. Und konsequenterweise hat man die Leistungen hegen oder die Kotisationen senken. Am Ende hat das einzig richtig gemacht, man hat einfach den Plafond aus dem Gesetz gestracht, sodass die Plafond weiter wurzeln, weitere Reserven nur in der Hauptline bei 3,7 mal Jahresdepensen. Als Notbeschländer, die sich froh, wenn sie pro Woche nun, wenn es gut geht, im Monat, Lützburg hat also eine immens gute Situation, wir werden die Reserve noch an den nächsten Jahren brauchen. Die Reserve geht mittelfristig abgeschafft, und danach kommen wir dann auch an eine Defizitsituation. Bei der Analysemengen sind wir als eins. Mengen Keinheitbanden zweifelt unter Analyse für zukünftige Entwicklung von unseren Pensionskäsen bleiben. Denn ob dem Datum, wo das System kippt, wo die Reserven abgeschafft sind, ob das noch 2030 oder 2021 oder 2032 ist, das spielt keine Rolle, das möchte der Katz kein Bockel. Mir wichtig ist, also, das wissen wir, dass irgendwie den Zeitpunkt kennt, wo das System kippt. Das kann schwanken, das wird man wirtschaftliche Wurzeln zu denen, das wird man zu denen, wie den Emploi sich entwickelt. Aber wenn wir wissen, dass die Situation irgendwann antritt, haben wir alle gute Interessen drin, so sehr wie möglich zu reagieren. Wenn wir frei reagieren, was den Abschnitt mit klein geht, aber wenn wir mit spät reagieren, was den Abschnitt mit groß geht. Aber wenn wir nicht wollen, und das könnten ja verschiedene Reden bei den Banden raus, die zukünftigen Generationen belasten, dann muss man die Courage haben, für mal Zeiten zu reagieren. Weil wenn wir nicht reagieren, dann belasten wir wirklich die Zukunft von der nächsten Generation, dann hypothekieren wir als Juren, und die muss alle gehen, die negative Auswirkungen, die dann das Pensionssystem mit sich bringen, müssen die dann ausbilden. Das System kann natürlich auch überleben. Wir bräuchten just ein Wachstum von 4% am Schnitt in die nächsten 40, 50 Jahre zu kriegen. Konsequenz wird dann, dass wir 1,5 Millionen Salarien müssten am Jahr 2050 schon, auf 40 Jahre mehr spät, wenn die an Pension gehen, dann müssen wir 4,5 Millionen Assyrien am Land tun, und das gibt immer so viel gehen. Das Problem gibt also auch beim starken Wachstum bestehen bleiben, es gibt just immer mehr groß geht. Vorwas wollen wir das. So viel Beschäftigte, Frontalien, Immigration, Sozialkohäsion, Infrastrukturen am Land, können wir das machen. Vorwas auch, wenn wir das wollten, ob wir die Wachstum überhaupt kriegen. Wir dezidieren ja nicht allein über die Wachstum. Wir merken das an den letzten Jahren. Wir hätten ja gerne mehr Wachstum mit Weltökonomie. Dirigiert eben, dass auch als Lützeburg kein Wachstum mehr startet. Und ob wir die Arbeitskräfte überhaupt verfangen, die wir bräuchten, für das System zu retten. Dann wird als meine Partei begreifen die selbst, kein Mensch will die Entwicklung hier am Land. Kein will als kann die kommenden Generationen so eine Erbschaft überlassen. Das Regierungsprojekt baut auf ein wirtschaftliches Wachstum von 3% am Schnitt für die nächsten 40 Jahre ab. Das ist eine Hypothese, die einfach unrealistisch ist. Wir haben in den letzten 4-5 Jahren der Moyenne quasi null Wachstum. Wie gesagt, wir können selber nicht mehr minimal darüber dezidieren. Aber wenn ihr in die letzten Etüden von der OECD guckt, da gesagt noch, dass weltweite Wachstum wird an den nächsten Jahrzehnten Milös gehen, an Europa nach Milös, an Lützeburg schlägt nach einer Etappe drin, wird also Wachstum werden. Ideal wäre, wenn wir ein Rentensystem abbauen, was mit null Wachstum überleben. Aber das ist einfach aufgrund von der Situation, wo wir dran sind. Es gibt natürlich ein Umdenken. Es wäre auch schwer für eine verwindete Konsumgesellschaft, die wir nur mit alle gesehen, darauf anzuschließen, so man auch kein Wachstum mehr, man verzichtet an Zukunft auch dementsprechend. Das werden wir auch nicht in diesem Land realisieren. Und das muss man sich vorstellen, was den starken Wachstum uns an der Vergangenheit bietet. Der Chômage, also Präkortech, Staatsfinanzen sind so schlecht wie noch nie, Staatsschulden sind so hoch wie noch nie, Baupreise sind so hoch wie noch nie, die Staat kriegt nach den Infrastrukturen nicht mehr nur, die Sozialkohäsion am Land lässt mehr, wie zu wünschen, und so weiter. Zukunftsdebatte für das Land,
an den 50 an mehr Jahren ausgesät, als mehr wie überfällig an nicht nehmen Winster Rente froh. Wir heute diskutieren wir über Rente froh. Da der hat am Februar 2011 4 Propositionen publik gemacht. Ich will hier eine Reihe von Punkten sagen, wo als Propositionen sich mit denen von der Regierung decken, aber nicht, aber für was wir diesen Projekt nicht werden zustellen. 4 Bemerkungen, schon hat schon gesagt, Reserven gehen schon löserlos weg. Die Wirtschaftswachstum von 3% als unserer Meinung nach unrealistisch. Aber wenn in den Avis liest vom Präsident, von der Knapp, den wir ja alle gekriegt und den an seinen persönlichen Nummer hat, gemütlich mengen, wenn in den an die Person als so sicher gut situiert, für als Rentensystem gut zu kennen, ich meine, den hat eine Warnung ausgestoßen, die leider, ich meine, Politik nicht genug für seriös geholt hat. Den Zeitpunkt wirken von der Reform, also wesentliche Punkt. Wenn ihr wisst, dass das System eigentlich gibt, die Interesse, hat ein Interesse, und ich habe das schon gesagt, für so sehr wie möglich zu reagieren, weil dann das nicht damit länger. Die Regierung hat aber dezidiert, für all die Maßnahmen, die finanzielles System etwas kieten und Aussprungen bringen, für die 8, 10 oder 12 oder Gott weiß wie viele Jahre noch Handel zu rechnen. Für alle Mänglich hat sie versichert, noch Handel zu rechnen, handelt die nächste Wahl. Das weiß nicht von politischem Courage und kann ich nicht Maßnahmen dezidieren, die ich dann 10, 12 Jahre antreten, aber gleichzeitig so, wir wollen die zukünftigen Generationen nicht hypothekieren. Das geht mit diesem Projekt gemacht, weil der Courage fehlt, für eben direkt Maßnahmen zu holen. Das sind verlorene Jahre, all die Jahre, wo nichts geschieht, das sind verlorene Jahre, die kommenden Generationen müssen zurückbezahlen. Wo kann dann reagiert? Es gibt am Prinzip 3 Punkte. Das erstens, auf der Resetteseite, zweitens kann man Pensionsalter etwas machen, und drittens unter Pensionshöchst. Auf der Resetteseite sind wir als ADR der Meinung, für verschiedene andere, dass zu diesem Zeitpunkt nicht nötig ist, für Kotisationserhöhungen zu machen. Wir sind beim System von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, und wir wollen noch bei dem System bleiben. Wir können aber in dieser wirtschaftlichen, schwierigen Situation als Betriebe nicht zusätzlich durch Kotisationserhöhungen belasten. Wir können auch in dieser Zeit nicht das Staatsbudget mit einem Drittel an den Kotisationserhöhungen zusätzlich belasten, weil wir wissen alle, wie dramatisch die finanzielle Situation am Staat ausgesetzt. Wir machen an den nächsten Jahren alle Jahr 1 Milliarde Defizit. Wir können also nicht verlangen, dass das Staatsbudget auch so zusätzlich Gelder an Pensionskassen in Form von Erhöhung von Kotisationen fließen lassen. Und aber auch das höhere Menge ging durch die ganzen Maßnahmen, die an den letzten Jahren an die Loren am Kader von der Sanierung oder teilweise Sanierung vom Budget dezidiert gehen auch das Syrien zusätzlich belastet, sodass er noch lohnen kann, das Syrien zusätzlich belasten. Es kann ja selbstverständlich immer über eine Finanzierungsmöglichkeiten diskutieren. Wir müssen immer wissen, egal was ihr möchtet, sie suchen die Themen aus der Ökonomie raus, an die können wir mal Blick, aber nicht zusätzlich bleiben. Da bleiben am Prinzip nach just 2 Möglichkeiten, dass das Niveau vom Pensionsalter an dem Niveau von der Höchst von der Pension. Wir als ADR proposiert auch das Pensionsalter zu erhöhen, und zwar haben wir als Propositionen EU für der Regierung gemacht, wir sind immer auf EU herabgegangen, aber auch mal im Prinzip, dass ihr seht, alle Jahre muss ein EU wie lange schaffen können, sodass ihr noch 12 Jahre ein Monat, wie lange, entschuldigt, alle Jahre muss ein Monat, wie lange schaffen können, für dass ihr über 12 Jahre EU zu summen, wie lange schaffen geht. Die Regierung hat am Anfang auch die Idee überholt, wir sind aus einem Jahr 3 Jahre gemacht. Für was sind wir bei einem Jahr geblieben? Wir haben gesagt, wir sind halt wirklich nicht, was auf 40 Jahre geschieht. Wenn ich 40 Jahre zurückgucke, 1970, hat damals gesagt, wie Tautai im Land ausgesehen wird, und dann hat er noch richtig grob, da wären damals für geckig erklärt gehen, weil so eine Entwicklung wie das Land mitgemacht hat, können wir raus. Wir tun aber eine andere Maßnahme. Ich meine, wir wissen alle, wenn man beim Pensionsalter an Blut geht, das hört auch das ist zweischneidig schwer. Auf der anderen Seite tun wir Jugendliche, denen mit Arbeitsplätze vielleicht zum Teil wegstellen, die Jugendchômage kann dadurch an Blut gehen. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, dass eine Reihe von Betrieben Probleme hat, Leute an einem gewissen Alter zu halen, gibt Betriebe, die in ihre
beschäftigt haben, mit auch Betriebe, die versichern sie lassen gehen. Und dürfen Menge mehr, dass man den Pakt, die troisième Âge, den an der Diskussion steht, dass den dadurch, dass in einem Neo an Blut geht. Der Betrieb, auch sieht man, der kann auch beweisen, dass das von ihrer Seite für ihre Gemeinde, dass wir das gesehen, dass wir auch die Leute, wie lange können an den Betrieb haben, wir so nicht, dass den dann nicht kann, auch nach ein oder einer Jahr altes Pensionsantrittsalter haben drin hängen. Wir waren dafür, zu sehr an Blut gehen, aber man muss noch aufpassen, dass nicht die Leute beim späterhin kein Erbisch mehr haben, dass sie dann nach Busse für der Pension an den Schulmarsch kommen oder irgendwie eine Sozialhilfe kriegen. Ich meine, das ist ein Prinzip, den wir nicht wollen, mehr hier am Land tun. Da können doch Pension à la carte. Wir haben nicht viel gesehen, dass in eine Pension à la carte möchte, weil wir gesagt haben, Wandleib mit der Pension à la carte fährt den größten Teil einfach so frei wie möglich an Pension gehen. Und dann ist, an der Schweiz ja hier, für Ökonomien zu machen am Pensionssystem, für Suen zu spuren. Aber wir fährten mit dem System, die keine Ökonomie mit oder nicht viel Ökonomie mit, dass das so wirkungslos ist. Und ich will doch hier sagen, dass sowohl von der Madame Rapportrice, wie auch gestern von der Sprecherin von der LSAP Radio gestimmt, gesagt ist, dadurch, dass mir lang schaffen geht, geht einem seine Pension nicht hoch. Das ist intellektuell einfach falsch. Dadurch, dass mir lang schaffen geht, kriegt dieselbe Pension wie in der Haut schon echter kriegt. Also kriegt nicht mehr. Es muss mir lang schaffen gehen, für das selbst zu kriegen. Aber wenn ein echter geht, dann kriegt ein Mann. Das ist die richtige Interpretation. Aber nicht wie das vier gedrückt ist, wenn mir lang schaffen geht, kriegt er mehr. Es kriegt er nicht mehr. Es muss mir lang schaffen gehen, für das selbst zu kriegen. Aber wenn ein Mann lang schaffen geht, kriegt ein Mann. Ich meine, so viel intellektuell Ehrlichkeit Kind in der Woche von den Sozialisten verlangen, dass sie Leute nicht etwas verzapfen, die wirklich nicht mit der Realität zu dienen. Selbstverständlich müssen die Maßnahmen für Leute, die Schichten schaffen müssen, beibehalten bleiben. Beim Ajustement haben wir auch eine andere Proposition. Die Regierung proposiert, für den Blick, wenn die jährlichen Resetten, die jährlichen Depensen nicht mehr decken, da gibt ein Ajustement mindestens 50% gekürzt. Das kann auch 100% sein. Aber für jeden. Und auch recht, wie gesagt, am Jahr 2020, wo gerechnet wird, von dem Moment wackelt. Wir so kann man fänken, direkt an. Die aktiv machen einen Beitrag, an dem dann sie ein bisschen mehr lang schaffen gehen für die Sanierung von den Pensionskassen, an die Pensioniert verzichten auf einen Teil vom Ajustement, aber direkt. Aber wir haben einen sozialen Ajustement proposieren. Das heißt, wir wollen den Ajustement bleiben lassen, wir wollen einen degressiven Ajustement machen, wo wir so auf der Tranche von der Mindestpension gibt ein Ajustement nach zu 100% ausbezahlt, pro Tranche, die drüber geht, gibt es altes prozentual Männer vom Ajustement auf einem gewissen Niveau, darüber gibt es kein Ajustement. Selbst wie wir bei den Steuern eine Progression pro Tranche haben, machen wir beim Ajustement eine Degression pro Tranche, sodass die Kleinpensionen den Ajustement nach ganz kriegen, aber die Pensionen mehr hoch geht, was den Ajustement zurückgeführt wird, an einem bestimmten Montant käme. Aber wir geben das, wie gesagt, auch direkt anlaufen lassen, und dadurch können dann noch direkt von am Anfang an Gelder gespürt geben. Der Regierung die Proposition als ein Eisenarm dafür sozial ungerecht verwenden. Hier muss dann ein Antritt, da kriegt auch die kleinste Pension, auch die Mindestpension, kriegt kein Ajustement mehr. Bei Eisenpension kriegt die kleineren Ajustement, was Pension mehr heißt, die kriegt auch noch ein Ajustement, aber sie kriegt ein Mann-Ajustement, das wir sozial gerecht und Kind direkt an Kraft treten, und für, wie gesagt, den Ajustement, den Beitrag von den Pensionären. Dasselbe tun wir bei der Allokation von der Nähe, wenn die Kotisation eigentlich geheischt wird, da fällt die für jede fest, das ist auch die sozial schwer, die wirklich die 200 € Ausgangsjahr brauchen, die kriegen die auch nicht mehr, und auch da fanden wir, dass das nicht sozial gerecht ist. Es gibt auch Positivmaßnahmen an dem Projekt, zum Beispiel die neue Kombination von Pension, aber den dabei schafft, weil die Maßnahmen, wie wir es da hatten, dass von den Empfang über ein Drittel vom sozialen Mindestlohn verdient wird, Direktpensionen 50% gekehrt sind, das war eine dramatische Sanktion, lo die neue Modell, da den nicht der Pension, an das von den Summe verdient, über Moyen für den 5 besten Jahren der Revenu verdienen, aber wenn es drüber geht, kriegen wir just den Montant, den drüber geht, gekehrt, fanden wir, wie gesagt, viel mehr richtig. Ich gesehen, die Zeit lebt vor, dafür sprang ich ein bisschen zweite Versicherung für die Frauen, zweite Versicherung für die Frauen von
wichtig, dass man versichern, alle Frauen hier individuell ein Pensionsrecht zu geben. Und wir waren auch enchantiert von der Proposition, die vom Conseil National des Femmes gemacht wird, für am Anfang eine Pflichtversicherung anzuführen, wenn eine Frau abhält, man schafft oder sie bleibt daheim. Wenn wir in der Zeit auch bei den Bauernfrauen gemacht haben, wie man dort Reform gemacht hat, Bauernfrauen müssten eine Kotisation bezahlen und so noch Haut haben sie eine Pension. Und hier hätte mir gerne die Idee unterstützt, die vom Conseil National des Femmes kommt, wann gesagt hat, befehlt eine Pflichtkotisation an, für eben den Frauen auch ein Recht, eine Pension zu geben. Fonction publique fällt, wie gesagt, was das neue Regime ist, genau in all die Punkte, die wir hier am Privatsektor machen, sind auch für das neue Regime an der Fonction publique. An der Fonction publique, den allen Regime, den Übergangsregime, wo die Pensionen immer aufgrund vom letzten Gehalt berechnet wird, fällt just den Passus, wann den Ajustement gibt, eigentlich gerne, die gibt den auch an dem Regime appliziert. Der Kollege Jacques Henkes hat für ein paar Monate und der Minister von der Fonction publique eine Question parlamentär gestaltet, für das genau wie am Privatsektor eine Evolution gibt, gemäht gehen, was der Punkt von den Pensionen an der Fonction publique anbelangt, dass du vom Minister geantwortet geben, dass wir nicht möglich für das zu berechnen. Herr Präsident, ich schon das quasi bald als ein Fresche, du bist der Minister so etwas ändert. Am Privatsektor haben wir 400.000 Assyrer, wo wir keine Karriere kennen, wo wir nicht wissen, wie dann das Land kommen oder wie die Daten fortgehen. Da haben wir 50 Jahre am Voraus gerechnet an der Fonction publique, wo wir jeder in sein Alter seine Karriere kennen, wie nur fängt, da wie noch bald, da wird nicht rechenbar. Wir sind der Meinung, dass es an dieser Situation sowohl was Pensionen wie Staatsfinanzen kein Tabu darf gehen und dass ihn alles soll berechnen und dafür deponieren wir eine Motion, Herr Präsident, Madame Präsidentin, dass die Chambre soll die Regierung invitieren, für so eine Etude machen zu lassen. Zum Schluss, Herr Präsident, für die so, dass die Analyse über die Rentenproblematik, die gemäht wird, die richtig ist, die geht von uns gedeelt, mit Konklusionen, die die Regierung gezogen hat, sind die falschen. Sie sind auf eine falsche Wüstung von 3% basiert. Sie sind noch Handel verrickelt gehen, Maßnahmen auf die kommenden Generationen. Und die Maßnahmen sind darüber hinaus nach sozial ungerecht und dafür fanden sie nicht als Zustand. Merci dem Herrn Gibberien. Als nächstes Herr Sergio Berniak und Herr Berni Dutford.